Gott signiert Volk op Eden, nummer 18. Kun reden als Johann dit. Vandaar hebben we een van de bedienendste geschichten im Oude Testament voor ons. Dat is de reding van het volk Israël van de slaverie in Egypte. Vergangene week hadden we die eerste geschichte over de gevolgen van een verhoordet hart. Daar zagen we, wo Gott den Kenning in dat ganze Ägyptische Volk durch neuen grote pleuren bestrafen deed, wie's Pharao sich wehrt, dat Volk Israël gonen te laten. Nu wären al 9 pleuren voorbij, en de Pharao had Moses en zijn broeder Aaron gezegd, sie sollen nie weiter sich wehren, für sein Gezicht te komen. Dan steht in 2. Mose 11, Vers 4 en wieder so geschrieben. Moses zei dan zum Pharao, so sagt der Herr, am Mitternacht, wo ich uitgaan en midden durch Ägypten schreden. Dan wordt alle Eerstgeburt am Land Ägypten sterven, vom Eerstgeborenen vom Pharao, wat op een troon zet, wat am Eerstgeborenen vom Sklav, wat aan de handmeel arbeidt, en ook alle Eerstgeburt vom Vee. Dat wordt zo'n groot jammer geschrie in Ägypten geven, zoals dat nog niet gegeven heeft en ook nie weiter geven wordt. Aber in keinen von de Seens van Israël zal zich zoveel als een hondstong spetsen van een mensen bij het vee, zodat je aanwoorden dat de Heer een onderscheid merkt tussen de Egypter en de kinderen Israël. Dit wordt de 10e en de grootste pleur zijn. Durch diese grote pleur waar we zijn, wo Gott an dem dag een wunderbares Bild hingelegt, wat op nog eine grote Wahrheit dienen deed, wo ook dat bloot sehr wichtig weer of einer geraad wordt oder nicht. En dat weer als ons Herr Jesus an Kreuz starf. Nu weer dat meest so weit. Israel wurde in wenig Stunden tragen motten. Der Herr gaf Moses sehr klare Belehrung, wat ze nu doen sollen. Dit grote wunder zullen de kinderen Israël op immer im Denk houden. Om dat te doen, zullen ze diesen Monat, als diese Radung passiert, als den ersten Monat in Jahr betrachten. Vom 14. bis am 21. Tag von diesem Monat zullen sie von nu an jeder Jahr mit ihrer Families taub das Passafast vieren. Passa meint Übergang, en redt davon, dat de Todesengel vom Herrn über die Häuser von den Israeliten ging, als hij die Erstgeborene anbracht. Dit Fast wird dann op immer in euer Denk an diesen großen Verfall. Dit Fast soll op een ganz besonderer Weg geviert worden. Während der Zeit soll dort kein Hefdiech in irgendein von den Häusern sein. Sie sollen für die Werk Brot baken, wat ohne Hefdiech gebakt wird. Hefdiech is eine Schrift immer ein Bild von der Sünde. Krijgt zoals de Hefdiech den ganzen Diech durchdringt, so dat auch die Sünde in ons Leben, wann wir da nicht mit handeln. Jede Familie soll auch ein Lamm schlachten en am 4 broden. Kein Knirken soll gebrochen worden, en dat soll am Abend vom Passafast ganz abgejeten worden, taub mit bettert Krütenbrot, wat mit kein Hefdiech gebakt wird. Nichts soll bei dem nächsten Tag übergelaten worden. Dat soll entweder abgejeten oder verbrannt worden. Dat Blut vom Lamm soll genommen en ohne deren gerecht erboven en ohne Sieden en angeschmiert worden. Dit wird het grote teken dat de Herr dit Huis even zijn soll, wann hij die Erstgeburt in Ägypten anbracht. In Kapitel 12, Vers 13 sagt de Herr so, aber dat Blut soll für jün teken und jüne Häuser sein, wo binnen je wohnen. En wann ik dat Blut sei, dan wo ik bij jünt voorbijgonen. So wordt keine Pleur, wat het verdorven brengt, ongejünt zijn. Waarom wird dat Blut von so einer grote Bedienung? Dat jaft nichts, wat Sünden reinwascht, als bloß Blut. Als Adam en Eva gesündigt hadden, moest ook een Tier sterven en zijn Blut handgeven en er steed van Adam en Eva. Dit zei we daarvan, dat de Herr een Kleider bracht van Faal,
Donno mussten Tieren gestorben sein. Die Bibel sagt, der Tod ist die Sünde Lohn. En Hesekiel 18, Vers 4 sagt es ganz klar, alle Menschen gehören mir, die Vaters gehören mir und auch die Seens. En jeder einer, wer sündigt, soll sterben. Gott kann an seine Gerechtigkeit keine Sünde dulden. Doorwegen deed Gott an seine Gnade die Opfer so anrichten, dass der sündige Mensch nicht unbedingt sterben muss, wenn er ein Tier, so ein Lamm oder ein Rind, als Stellvertreter an seine Stelle sterben leidt. Wir weten, dass Abraham, Isaac und Jakob alle dem Herrn opferten. Als Abraham dann einmal soll Isaac opfern, dann schickt der Herr een Schopsbock, wat hij an Isaac seine Stede opfert. En diese Geschichte sei wie wahr, dat Gott den stellvertretenden Tod von een Lamm verlangt, die Erstgeburt von den Israeliten zu verschonen. Ich leef ganz genau, dat hij ook de Ägypter ihre Erstgeborene verschont had, wann sie een Lamm geschlacht hadden, in einem gehorsamen Glauben an den Herrn sein Versprechen, dat bloot an ihre deren Gerechte geschmiert hadden. Die meisten Ägypter wisten dat überhaupt nicht, dat sie dit daunen können. En so gingen in der Nacht duizenden Menschen ook stekker Vieh dood. Sogar in deze leer über das Passafast merken wir, wo die Herr all dit Leid op Jezus aandieden. Hij wie je dat vollkommene Passalam. Dat betere Kruid wat ze eten, died op dat betere Lieden han, wat ons Herr Jezus op zich nam, als hij voor onze Sünden om Kriet starf. Als hij geboren wordt, brachten de wijzen ook Meere. Dat is betere Kruid. Als hij om Kriets hanken zeid, mi darst, gaven ze hem edig te drinken. Die mat aber ook zeer beter geschmeckt han. Dat brood onenhefdig die dorp han, dat Jezus zijn lief, krijgt es dat brood voor ons gebruiken wordt, en dat zijn vergeving onze zinden alle wegneemt. We zijn nu, wanneer we bekeerd zijn, zo als onenhef, en we zullen ons van de wereld nu reinholen. En 1. Korinther 5, 7-8 zegt het zo. Vecht den oulen heef dich rüt, dat je nie dich ohnen heef zijn. Dat is wat je werkelijk zijn. Wils Christus, ons Passalam, es al je opvat. Wel wie dat Passafast vieren, aber nicht mit oulen heef dich, ook nicht mit Sünden, Bosheit versuurt, aber mit Braut uit Reinheit en Wahrheit. Dat zegt Paulus in 1. Korinther. Von nu an sollen die Israeliten jeder erstgeborene Tier en jeder erstgeborene Seen den Herrn bringen. Wann dat een Jongje weer, mussten zij am leisen, indem zij in seine Städten Tier als Schlachtopfer veranbrachten. Wann die Kinder dann fragen würden, woran sie dit deiden, dann sollen sie so sein. Kapitel 13, Vers 15. Dat kam einmal so, als der Pharao sich hartnäckig jeden anstellt und uns nicht tragen leidt, dat der Herr alle Erstgeborene von den Menschen und von dat Vieh im Land Ägypten umbracht. Da werden Opfern wie alles, wat mannschaftliche Erstgeburt ist. Aber jeder Erstgeborene sehen, da wie leisen. All dit hat Moses sein Volk gelehrt. Nu wird het almeest Abend. Sie mussten sich spouden, dat sie alle een Lamm geschlacht kregen. Dan deiden die Vaters sehr darauf achten, dat het bloot ook an ihre deren Gerechte geschmiert wird. Dan mögen sie dat eten krijgt so, als an wie geboten worden. Keiner darf mehr uitgehen. Alles, wat sie hadden, wird opgepakt, zodat sie nu verloten können, wann an von Moses dat Tierchen gegeft wordt. Dat wordt einmal Lothar. Vielleicht kon der älste Sehen nicht gut anschlopen, und ging noch einmal nom Vater und will han, hij soll noch einmal checken gehen, ob dat bloot ook wirklich deren gerecht wir. Dann, ab einmal, wohl no Mitternacht, hierden sie ein Geschrei von ihrer ägyptischen Nobasch. Dat wordt einmal lüder.
Baul wie in dat ganze Land in graseljet jammer geschrie, vom Tjenningsin Huis bei dem geringsten Sklav. En jeder Huis van de Egypter had het een doden gegeven. Wie de Kinder Israël, wie over China gestorven. Dan raubt de Pharao Moses en Aaron en zei dan, zij zullen bozig ruittragen met alles wat ze hadden. Hij schoof sogar zij no, dat ze schwind gaan zullen. En zo vongen ze aan te tragen. 600.000 mansmenschen en daartoe de vrouwen en kinderen en al vee. Alle taub mochten dat over 2 Millionen Menschen geweest zijn, wat hier aanvangen te tragen. Dat waren wat aan diesem dag, wo ze uittrokken, krijgt 430 jaar, seit Jacob met zijn 70 aangeheerden naar Egypten trok. Zo gewaltig had zich dat volk vermeerd. Nu werden ze op een weg terug naar Kanaan. Aber de Herr vier dan niet lang den chartsten weg naar Kanaan, wat durch dat land van de Philister der ging. De Herr wist, dat ze dan voorts aangegrepen worden, en dan wordt dan vielleicht plötzlich de Mout vergonnen, en ze worden wel terug naar Egypten rennen. Hij leid dan aber op een omweg durch de Wüste van Midian, wo Moses al 40 jaar als Horde toegebracht had. En zo trok de ganze Maas Menschen in de oostelijke richting, en ze waren baul beim Roden Meer. Om den weg te wijzen, leid de Herr aan overdag met een wolk, in de nacht met een vierstender, wat de ganze omgegend bedagen deed. Dat duurde aber niet zeer lang, wat de kenning van Egypten op nieuwe gedanken kwam. Hij en zijn roodjever worden dat nu aan, wo zij dat ganze land Egypten zich op de Israëlieten verloten had, ihre arbeiten te doen. Nu wird dem Pharao dat zo, dat hij een gewaltiger Fehler gemerkt had. Daartoe komen nu nog zijn roodjever en zeiden, dat volk bezelt door bloos in de Wüste rum en weet niet wohin. En zo leidt de koning al zijn soldaten zich rijden met alle krijgswervers en juicht dat volk Israël nou om aan end te holen en terug en de sklaverie in end te brengen. Dat duurt niet zeer lang. En dan zagen ze dat volk van Wietem, wo ze zich aan dat Rode Meer geleerd hadden. De Pharao dacht, nu had hij gelijk gehad, wils dat volk in de faul weer. Voorop kunnen ze niet weer in dat water. Nu wordt hij toepakken en zich aan Moses en den God van de Israëlieten rachen voor al die pleuren wat hij had moest aannemen. De Bibel zegt over dat God am dat hart verhoord had, zodat hij dacht, hij deed dit uit zichzelf. Aber dat weer ganz anders. Nicht Israël wie eine faul, aber de Pharao ging ganz onbedacht en Gott seine Faulen nennen. Hier stel de Herr dat zo op, dat Egypten als volk doordurch zijn grote gerecht erleben soll. Dat duurt niet zeer lang, dat de Kinder Israël van wiet af de Wolkenstoff van Pharao seine Wörers en Soldaten zagen. Nu brücht plötzlich unter dat volk ne gewaltige Angst uit. Voorts schrien ze in grote Vertwijfelung zum Herrn. Sie beschuldigden Moses en zeiden, hast du uns doorwegen weggeführt, dat wir hier in der Wüste sterben sollen, willst du nicht genug Jereva in Ägypten wären? Dat wir doch viel beter de Ägypter te dienen, als hier in der Wüste te sterben. Also sei wie, dat het volk ihr Vertrauen op Gott sehr flach wir. Wie die erste Probe fangen sie an zu zweifeln. Moses aber wisst, wat de Herr im Sinn hat. Wann dat auch für Menschen zu beseinen allmählich leid, leeft hij von ganzem Horten, dat Gott sich auch ditmal weiter wird. Dann sieht Moses in Kapitel 14, Vers 13 und 14 diese bekannte Wieder. Fürcht ju nicht, steht still en checkt junt den Herrn seine Radung an, die hij junt von dir bringen wird, wils de Ägypter, die je von dir seinen, wo je in alle Ewigkeit nicht mehr seinen. Der Herr wird für je kämpfen en je zullen still zijn. Nu deed Gott wat wunderbaret, dat wir bouwovend.
Der Herr kam mit einer dichte Wolk zwischen die Soldaten vom Pharao und das Volk Israel. Sie proefden so sehr, als sie konnten, vorwärts zu kommen. Aber die Nebel war so dicht, dass sie die Nacht evaluieren mussten, ohne wiederzukommen. Dann zei der Herr zu Moses, soll seinen Stock über das Rode Meer uitstrekken. Als dat deed, kwam een starke Ostwind en drijft dat Meer uiteinander, so dat er een breite Streep dreht weer zwischen zwei höhere Wängen Water, wodurch das Volk dann kon naar de andere Seite gaan. En so ging Gott an de Wolk vorab, en dat ganze Volk met al ihr Vieh en al ihr Habengoed ging am Hingeran durch das Meer. Nu hat Gott die Wolk zwischen an in die Ägypter wahrgenommen, dat die Soldaten plötzlich sahen, dat an das Volk voortkam. Dann reiten die Leiders vorab mit all ihre Soldaten und Kriegswehrs anhängeran. Nu wollen sie auch durch das Meer rieden, so's die Israeliten dat gedonen hadden. Aber der Herr bracht an durcheinander. Die Räder bleiben stärken, und die Pied worden nacks. An kom plötzlich eine gewaltige Angst an. Sie schrien zueinander, weil wir hier schwindrüt, wie's der Herr für Israel kämpft. Dann zei der Herr zu Moses, streck deinen Stock noch einmal über das Meer. Und als Moses dort deed, prall dort Water plötzlich war er taub und verseibt alle Ägypter. Nu wird das Volk endlich frei. Nu können sie singen und jubeln, dat sie von ihrer Sklaverei los wären. In Kapitel 15 habe ich dann das erste Mal in der Bibel, wo ein Leid beschrieben ist. Hier singt Moses mit het Volk taub in nie het Leid. Dit Leid heit, de Pied in de Ritters haft hij am Meer geschmeten. Dit ganze Leid jaft Gott die Eer für dat Graute, wat hij für Israel gedonen had, besonders dat hij an durch das Rode Meer geraat had. Nu zongen zij zu Gott seine Verherrlichung. Sie zongen sogar darüber, dat die Konaniter und all die Völker rundherum wurden davon hören und wurden sich für diesen Gott und für sein Volk Israel sehr fürchten. Das sind mehrere Dinge, was wir aus dieser Geschichte lernen können, aber was mir besonders auf dem Hart liegt, ist, ob du die sicher bist, dass das Blut auch an deren gerecht an ist. Versteh mich recht. Ich weiß, dass wir das nicht kriegt zu nodonen sollen, als das Volk Israel das soll. Aber uns steht von der kriegt so eine große Gefahr gegenüber, als dann die Ägypter. Gott hat das so bestimmt, dass nach dem Tod oder nachdem Jesus wiederkommt, jeder Mensch sich für seine Sünden vor Gott wird verantworten müssen. Gott wird dann nicht fragen, wie viel Gutes hast du an dein Leben getan? Einige Menschen stellen sich das so vor, dass Gott all unsere Sünden, aber auch all unsere gute Worte auf den Sadel abschrift. Dann glauben sie, dass am Ende vom Leben Gott auf den Sadel schicken wird, und wenn unsere gute Worte mehr sind als unsere Sünden, dann wo wir gerat. Und wenn die Sünden mehr sind, dann go wir verloren. Aber das sind bloß menschliche Gedanken, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Die Bibel, Gott sein ewiges Wort, lehrt ganz anderes. Das kommt nicht ob dort viel oder wenig Sünden darauf an. Eine Sünde ist genug, dass wir dadurch auf ewig verloren sind. Eine Sünde kann nicht betont werden durch gute Worte. Wenn ein Mensch eine Sünde oder auch 1000 Sünden tät, kostet das sein Leben. Wenn du aber wer wat keine Sünden hat, dann wird derjenige kennen von anderen seine Sünden sterben, weil er selbst keine hat zu betonen. Er wird dann als Stellvertreter für den Sünder sterben. Gott hat das so geführt, dass sein großer Plan für die Menschheit sein Sehen Jesus Christus als Mensch geboren wird. Kriegt für diesen einen Zweig wird er geboren, dass er als uns Stellvertreter sterben soll. Weil Jesus ein Mensch war, wat ganz ohne Sünde war, kann er für alle Sünden, wat er jemals gegeben hat in jedem Wort, sterben. Bei den Israeliten
mussten unschuldig Lamm sterben, so dass die erstgeborenen Kinder nicht sterben mussten. Dit wie ein Bild für an, auch für uns, dass Jesus, das unschuldige Lamm Gottes, am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, so dass das nicht mehr neidig ist, dass wir ab ewig verloren gehen. Ich sehe, dat ist nicht mehr neidig, dat wir verloren gehen. Aber viele Menschen, auch Mennoniten damals, gehen da werden doch noch verloren, weil sie dort für sich persönlich nicht angenommen haben. Dat ist so, als wenn die israelitische Vater dat Lamm geschlacht hat, aber versiemt hat dat Blut, um deren Gerecht anzuschmieren. Bloß wenn Gott dat Blut sagt, wird er mit sein Gerecht an dat Haus vorbeigehen. Bloß wenn wir den Herrn Jesus persönlich angelaut haben, dat er unsere Sünden mit sein Blut reinwascht, in uns Leben hineinkommt, tja wir ab ewig sicher sein, dat uns Gott sein Gerecht nicht treffen wird. Dis kleine Leiderspruch trägt diese Wahrheit klar uit. Jesus sein Blut in Gerechtigkeit, dort ist mein Schmuck in ihren Kleid. Damit wo ich für Gott bestohnen, wann ich im Himmel war hineingonen. Hast du die darum all gekämmert, dat het kostbare Blut all an deren Gerecht angebracht ist? Du kannst het krijgt nu daunen, wann du dit Gebet von Horten no betst. Lieve Herr Jesus, ich dank dir, dat du für meine Sünden gestorben bist, en meine Stede. Ich bekan meine grote Schuld, en bed dat du meine Sünden mit dein Blut alle reinwaschen mocht. Ich neem die nu in mijn leven als mijn Radar ab. Ich dank dir, dat du dit Gebet erhielt hast. Amen. Wann je noch Fragen haben, über dort, was je op dit Programm gehört haben, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche you allen eine gute Weg. Op hier.